In diesem Format errate ich den genauen Standort meiner Zuschauer anhand eines einzigen Bildes. Ich habe in der letzten Folge zum Beispiel nach langem Suchen herausgefunden, dass diese Girls im Bundesstaat Utah in diesem Nationalpark gestanden haben. Hey, that's pretty good. Falls ihr auch dabei sein wollt, sendet mir ein Foto, in dem ihr zu sehen seid, an diese E-Mail-Adresse. Ich zensiere dann natürlich euer Gesicht. Das ist das erste Bild für heute. Das zweite Bild, das wäre folgendes. Und das dritte, wahrscheinlich das schwerste. Irgendwo eine Landschaft, keine Ahnung, 2, 3 Häuser sind drauf. Ich habe eine Idee, wo es sein könnte, aber fangen wir zuerst mal an mit diesem Bild. Also, Tipp, der Ort ist irgendwo auf der Erde. Danke dir, Digga. Ich habe diesen Ort ausgewählt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich weiß, wo das ist. So auf den ersten Blick, aber könnte natürlich auch komplett falsch sein. Zuerst mal hier hinten sehen wir Engel und Völkers. Ich weiß nicht mal, was die anbieten. Ich bin einfach dumm. Die stehen überall, diese Läden, aber ich weiß nicht, was die anbieten. Unser Bre hat On-Schuhe. Das tendiert schon mal sehr dazu, dass es ein Schweizer ist. Darum, ich denke auch, wir sind in der Schweiz hier. Und zwar war mein erster Gedanke, dass wir in Locarno sind, in der Schweiz. So an dieser Promenade. Aber es könnte natürlich auch komplett falsch sein. Nee, nicht in Locarno, sondern in Ascona, sorry. In Ascona hier. Also, dann schauen wir einfach mal hier rauf. Ich denke, es könnte sehr gut sein, dass wir hier sind. Ich gehe einfach mal rein. Also hier, er ist so auf einem Steg. Er ist so auf einem Steg und das wäre auch so ein... Ja gut, Digga, Wir gehen mal rein und schauen einfach mal, ob das so ein bisschen ähnlich aussieht. Ja, okay, scheiß drauf. Ich will mal einfach mal schauen, wie dieser Steg aussieht. Warte mal, was sind das für Bäume? So Birkenbäume, ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Oh! Ja, geil! Engel und Völkers, das sind wir doch. Und er steht hier. Er steht gerade hier außen. Warte mal, jetzt nochmal. Wir gehen nochmal zurück. Und zack. Engel und Völkers und hier so ein gelbliches Gebäude. Ja, das ist hier. Okay, wir sind geil, wir sind hier. Ich habe jetzt kein gutes Foto gefunden, aber er steht hier irgendwo. Er steht eigentlich hier irgendwo. Sehen wir diese Treppen vielleicht noch gerade auf Krampf? Ja, hier sind diese Treppen. Also er steht gerade neben dieser Treppe. Wir haben es gefunden. Nice, meine Intuition war richtig. Aber ich glaube, jetzt wird es immer schwieriger, weil das hier, das habe ich auch einfach, natürlich, wenn ich die Mails so checke, die ihr mir schreibt, dann schaue ich kurz, wie das Bild aussieht. Und da habe ich nicht gesehen, wo das sein könnte. Also, ja, mir ist aufgefallen, dass ich nichts lesen kann wirklich, außer hier hinten irgendwo. MMR-Kino. Natürlich diese Big Baba Säule mit einer Sonne obendran. Ich glaube, dieses Symbol hat einen Namen, aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Symbol heißt. Was mir aber jetzt gerade noch auffällt, sind diese Warnsignale da dran. Und das hier. Ist das ein Aufzug? Nee, oder? Aber so ein großes Glasgebäude. Hier hinten sieht so aus, als hätten wir ganz normale europäische Berge. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass wir in Europa sind. Ich suche mal hier bei Google nach MMR-Kino. Keine Ahnung, ich suche mal das. Sommerkino? Nee, das ist dumm. Das ist safe nicht in der Schweiz. Also das ist nicht in der Schweiz. Sommerkino. Könnte aber schon Sommerkino heißen. Also in der Schweiz ist das... Bin ich aber echt sicher, dass das nicht in der Schweiz ist. Mein erster Gedanke war so ein bisschen Osteuropa. Deutschland denke ich irgendwie auch nicht. So diese Architektur. So vielleicht Österreich. Sommerkino Österreich. Sommerkino Österreich? In Wien. Könnte sein, aber ich glaube nicht, dass wir in Wien sind. Ja, es ist... Schwierig, Mann. Ich muss nach dem suchen. Säule mit goldener Sonne. Säule mit goldener Sonne. Säule mit goldenem Engel ist jetzt auch nicht genau das, was ich gebraucht habe. Monument mit goldener Sonne. Monument mit goldener Sonne. Warum kommt das nicht? Synonym. Denkmal mit goldener Sonne. Ah? Nee, das ist auch nix. Ich muss... Wie heißt das? Das ist sowas. Sakellum. Sakellum, ist das? Nee. Wie heißt... Also, Engel mit Sonne. Goldene Engel mit Sonne. Ja, nee, das immer kommt diese. Immer kommt diese Tante hier.
Natürlich mache ich immer schneller für euch, aber ich gehe jetzt einfach nochmal ein paar Städte durch in Österreich, wo das sein könnte. Innsbruck, Säule. Oh mein Gott, hier ist was. Ja, aber das erinnert mich schon sehr an das, was wir suchen. Das ist schon sehr ähnlich. Also ja, nicht ganz, aber es ist so... Wien, Säule. Ist auch ähnlich. Oh, Pestsäule. Pestsäule? Pestsäulen... Europa. Pestsäulen Europa. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Oberbegriff. Pestsäule. Es gibt mehrere Pestsäulen. Burgenland. Okay. Das auch nicht? Bei Baden in Wien. Nee, oder? Nee, ist nicht die. Nee, ist nicht die. Ist nicht die, ist nicht die. Aber ich glaube, wir kommen langsam ein bisschen näher ran an das Ganze. Tutzsäule. Möldinger Pestsäule auch nicht. Meine Fresse. Tschechien. Oh mein Gott, so viele Säulen gibt's. Ich suche noch nach diesen Pestsäulen. Pestsäule mit Sonne. Das! Ich hab's gefunden! Let's go! Es war Pestsäule auf dem Linzer Hauptplatz. Let's go! Das war wichtig und richtig. Warte mal, Google Maps. Pestsäule Linz. Pestsäule Linz. Ja. Wir haben's gefunden. Let's go! Hier müsste unser Bre gestanden haben. Ja, okay, das Bild ist schräg, aber ist uns egal, weil, ja, wir sind hier. Wir sind hier. Warte mal, das Bild aufschlagen. Hier. Also, wir sehen hier auf dem Boden so eine Linie. Und hier sehen wir auf dem Boden auch so eine Linie. Hier ist diese Säule mit dieser komischen Sonne. Hier sind aber diese Absperrbänder nicht. Das glaubt war nur temporär. Und hier hinten ist kein Kino oder sowas, glaubt. Und unser Brother, der ist so hier gestanden, hier hinten. Man sieht es jetzt nicht, aber ich würde sagen, das reicht. Wir haben es gefunden. Es war genug schwierig. Meine Fresse, Mann. Das ist unsere letzte Runde, die wir heute noch knacken werden. Oder hoffentlich knacken werden. Also, vielleicht wird die sogar einfacher als die zweite. Also das hier wegen den Häusern. Die Häuser erinnern mich an Norwegen. Natürlich. Das Kanu auch. Irgendwo in einer, wie heißt das dort? Fjord? Kann sein, weiß ich nicht. Dieser Berg ist sehr charakteristisch im Sinne, weil er hat ein Loch in der Mitte. Das heißt, ich suche einfach nach Englisch Mountain with Hole in the Middle. Hole Oha. Mountain with Hole Norway. Das gibt es nicht, weil ich sehe es gar nicht so richtig. Hier, Torghatten. Hier, ganz einfach. Torghatten, wir haben es schon gefunden. Das gibt es nicht. Gefühlt in 10 Sekunden. Wir schauen uns die Bilder an und das ist ganz eine klare Situation. Das ist der Berg, das ist das Loch. Er hat ein bisschen andere Perspektive, er ist so hier mäßig. Wir haben die Location gefunden. Ich hätte niemals gedacht, dass das die einfache Location wird als die zweite Location. Aber wir haben alle drei gefunden. Schickt mir gerne noch weitere Locations an die E-Mail, die unten in der Videobeschreibung ist. Küsse!